Als nächste Redner Rastner, Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich meine, so wie mein Vierredner sie mir auch Frau Haut, können endlich diesem Projekt zuzustimmen. Das ist ein Projekt mit einer langen Geschichte, das viel darüber diskutiert in hier im Parlament und an der Öffentlichkeit dafür und allem von den betroffenen Leuten aus der Region von Kleve an der Umgebung. Ich will aber verdichten, Kollege Lucien Klimmer als Rapporteur von unserer Seite, merci so für sein guten und expliziten Rapport, den zu diesem Projekt de Loi gemäht wird. Wenn wir heute können mit Frau aus Satisfaktion hat es ein Projekt stimmen, meine ich, da muss ich aber wissen, und schon viele darauf hingewiesen, dass es eine lange Vorgeschichte wird. Und der will auch nicht vergessen, wenn heute CSV und der LASAP auch heute ganz froh über dieses Projekt sind, dass es noch nicht allzu lange hier ist, dass CSV und der LASAP-Fraktion heute bannen ein Spurprogramm von der CSV-LASAP-Regierung zugestimmt hat, nach koordiniert, an dem diese Liste am Anfang von den Prioritäten gestracht ging. Für uns als ADR, wie wir die Diskussion hier gefordert haben, haben wir auch eine Reihe von Projekten gesucht, die sollen zurückgesagt gehen oder sie sollen überhaupt nicht gebaut gehen. Wir haben aber auch eine Reihe von Projekten genannt, die man unbedingt gerne realisiert haben. Und da war nun mal eben Schulinfrastrukturen, Lyceen, und zwar sämtlich Lyceen, weil man schwätzt nicht nehmen über die Kleve. Es muss ja noch auf die Lycée für Mondorf oder für die Verdank schwätzen, die ja auch an dem Kader mal zurückgesagt sie gehen. Das ist also nicht unbedingt der Merit von dieser Regierung, dass halt diesen Projekt hier gestimmt wird, mit das der Merit von der Opposition, die immer darauf hingewiesen hat, ich gebe so über die Opposition raus, von den Bürgern aus dem Kanton Kleve selber, dem Klever Kanton, die hier Initiativen immer geholt und an Druck gemäht und die Petitionen gemäht und an die, muss ich vielleicht ehrlich sagen, mehr Success von der parlamentarischen Opposition realisiert und wie die Opposition hier am Parlament selber, die immer auf der Ohren bei der CSV-LASAP Majorität für dieses Projekt umlenkt. So dass ich kann sagen, dass wirklich, wie die Leute, Herr Feio, da oben am Norden, die nicht gehen und an den Druck gemäht und dunrecht, wird die Regierung reagiert, und hat der Rückseher gemäht, die Projekt, den sie noch Hanne gesagt hat, wird sie dunnerem noch viel gesagt, für das den Haut kann, hergestellt. Ich meine, das soll Ihnen einfach mal ganz klar so. Wir wissen alle gut, wir sind als eins, dass das ein Projekt soll gehen, ein Schule soll gehen, ein Lycée soll gehen, die nicht nur den Cycle inferior, noch den Cycle superior soll können, Hanno mit anbieten. Und ich meine, gerade hier, als auch parteiübergreifend, genau wie für mehr wie 10 Jahre eine Motion, parteiübergreifend gestimmt geht aus, also parteiübergreifend gesucht gehen, dass die Lycée muss auch das Cycle superior anbieten, wenn die Zeit kommt. Und hier hätten wir auch gerne von der Regierung an Mengen so bei dem Wort von diesem Projekt, dass das auch die Realität gibt. Weil der versteht, dass er sich nicht kann, eine Regierung verlosen, die bald Jahrzehnte braucht, bis das Projekt umsetzt, den aber immer vom Parlament verlangt. Also, das hat man gerne von der Regierung und Kommission, wer sich eins, sowohl was das Cycle superior ist, wie auch, dass es so eine eigenständige Liste gehen, dass es nicht so eine Annex gehen. Ich meine, du hast Kommission sich eins, und da muss man auch hier, bei so einer Debatte, wie die heute Haut ist, von der Regierung so kriegen, dass das auch an der Praxis so geschieht. Genauso gut, wie gesagt wird, dass der Lycée soll von 2014 bis 2017 gebaut gehen. Auch das so hat man genauso gut vermisst, ein Annex gebaut, gefehlt, alles also freieren, dass wir dann noch die Garantien werden kriegen. Herr Präsident, die Damen und Herren, liebe Kollegen, ich meine, zum Projekt selber brauche ich nicht vieles zu sagen, da tun wir nach alle gut gemäht. Das ist sicherlich wichtig, dass wir an unsere Schulinfrastrukturen dezentral Infrastrukturen machen. Das ist an den letzten Jahren mit Erfolg auf verschiedenen Plätzen hier im Land gemäht. Das ist ja so eine ganz wichtige Etappe für die Region, wann eben der Lycée
an die Region hicken, und ich brauche nicht mehr darauf hinzuweisen, was vier Redner gesagt haben, dass dann die Studentinnen und Studenten, die da können, dahin an die Lycée gehen, dass die wirklich an einer vertretbaren Zeit offen daheim bis an der Lycée können gehen, dass das wirklich für die Lebensqualität für den Kandidaten gut. Und ich meine, dass auch wichtig von die Zeit, die da gespürt wird, die kann dann für andere sagen, dass halt sie können lehren, sie können kulturell, sie können sportlich aktivieren und sie können noch rasten. Wenn Kandidaten können meistens eine halbe oder 3-4 Stunden mehr lang schlafen, den sie nicht müssen an der Schule investieren, an Oversucht 3-4 Stunden extra daheim sind, da lehrt es sich noch besser, wie wenn muss nur dran lehren. Ich meine, das also auch am Interesse von den Kandidaten, das ist sicherlich auch am Interesse von der Lebensqualität insgesamt an so einem Bereich, weil wir sehen, dass so ein Schuljahr auch vieles mit sich zieht. Es gibt Leute, die Geschäfte haben, die sicherlich können da Sachen mit den Studenten machen. Es gibt auch sicherlich mehr Leute dahin wohnen. Es gibt sicherlich auch Enseignants dahin wohnen, wenn ihr liest, das also das ist eine Abwertung wirklich von einer ganzen Region und dass die Politik, die wir mit voller Überzeugung auch als ADR wollen, unterstützen. Und das war selbstverständlich, dass wir Zustimmung zu diesem Projekt geben. Ich meine, es soll den aber nicht vergessen, dass dann auch Projekte, die nach Ausstimmen, ich weiß nicht, wer klärt, ich weiß nicht, vom Mundorf waren, von Verdang, dass die auch muss realisiert werden. Es wird ja nicht müssen sein, dass doch an den Regionen Leute müssen Unterschriften, Sammlungen an Petitionen machen, für eine Lycée zu kriegen. Ich erinnere daran, dass allein durch die Finanzpolitik von dieser Regierung, man Blick müssen über 200 Millionen Euro Zinsen, Schuldzinsen bezahlen. Das sind 2 Lycéen Euro, die man an Zinsen müssen bezahlen aufgrund von der desaströsen Finanzpolitik von dieser Regierung, wo man das Geld gibt, viel besser investieren nach Schulinfrastrukturen, wie man muss Schuldzinsen bezahlen. Zum Schluss noch eine Bemerkung, Herr Präsident, an dem Artikel. Sie müssen aber wirklich nur zum Schluss kommen. Ja, Herr Präsident, das werde ich direkt machen. Zum Schluss noch die eine Bemerkung, dass was ein Assainissement vom Terrain anbelangt. Ich meine, wir haben da doch schon viel wie ein großes Muss bei der Arcelor gemerkt, wo der Staat Terrain gekauft wird, an der Not der Staat Terrain müssten an Millionen Hecht sanieren. Ich meine, hier spielt das Prinzip von Pollueur-Payeur, an hier auch, meine ich, als ein Terrain gekauft wird, die wohl zum größten Teil saniert ist, wo aber nach punktuell ein Assainissement muss gemäht gehen, den Orlorem muss zum Steuerzahler bezahlt gehen. Das hätte man es gewünscht, dass den Weg für den Staat die Terrain überholt, dass darüber aufgepasst wird, dass die Terrain dann noch integral assigniert gewesen wären, und dass nicht die Steuerzahler müssen auch nach da für einen Teil abkommen. Das gesagt, Herr Präsident, sind wir froh, für diesen Projekt zuzustimmen. Merci dem Herrn Giberian für die Herr Colombera.